Wir schauen heute vom Marc, ich habe überlebt. Ihr seht hier 53 Minuten, 1014 Aufrufe. Das ist eine gute Zahl. Noch kurz, bevor wir das Video anschauen, wir haben herausgefunden, der Marc hat 5 Head Moves gemacht. Und zwar hat er das genau gleiche Thumbnail gemacht bei seinem, wie sagt man dem? Comeback-Video, wie bei seinem Video, das er aufgehört hat. Und es stimmt, wir haben gefragt, das hat er absichtlich gemacht. Das ist nicht einfach so. Bin gespannt, Marc ist zurück auf YouTube, wir schauen es an. Let's go! Jetzt kommt safe so ein schlechter Witz mit irgendwie so... ich weiss nicht, wie es geht oder so. YouTube. Ja. Ja. Eben, habe ich mir auch gedacht, Digga. Also nachher fange ich das Video einfach an und du so, als wäre ich nicht 5 Monate weg gewesen. Das ist schon ein bisschen assi, oder? Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Milay. Was? Was? Hä, kennt ihr mich nicht? Der Milay. Ja, weil ich hab die nicht. Ich hab das auch nicht wirklich verstanden. Schauen wir weiter. Nein, Leute, wir tun es einfach so, als wäre das wirklich ganz normal, dass man mit YouTube aufhört, um sich auf Musik zu konzentrieren und nachher, nach 5 Monaten wieder zurück auf YouTube kommt und immer noch kein Lied. Hätte Marc, das habe ich mich gewundert, hätte Marc eigentlich gesagt, dass er jetzt eigentlich voll Musik will machen und dass mit dem «Er kommt wieder back» so mehr ein Witz war? Oder ist es für ihn klar gewesen, von Anfang an, dass er wieder zurück mit YouTube kommt? Ich glaube, es war ihm klar, dass er wieder zurückkommt. Ist ihm klar gewesen? Okay. Ja, also es ist aber wirklich normal. Das kennt ihr doch auch von euch. Das ist etwas ganz Normales, was jeder mal in seinem Leben durchmacht. Nein, Leute, ich war ein Zeitchen weg gewesen. Vor ungefähr 5 Monaten habe ich ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe, dass ich mich mehr auf meine Musik konzentrieren möchte und wegen dem eine YouTube-Pause machen. Ja, und darum habe ich mich entschieden, dass ich nicht mehr YouTube weitermachen möchte. Legendäres Video, Digga. Bester Ausschnitt. Beziehungsweise nicht mehr so, wie ich es jetzt bisher gemacht habe. Ich möchte mich wirklich mehr auf meine Musik konzentrieren und mal einfach für eine Zeit lang Gas geben in Musik. Ich sage nicht, dass ich komplett aufhöre mit YouTube. Es kann gut sein, dass mich Also, du kannst auch gut drücken, gell, wenn du etwas sagen willst. Ja, ich habe jetzt mehr, weil jetzt wird er dann gerade sagen, dass er wahrscheinlich nicht für immer wird aufhören. Aha. Die Frage hast du mich nämlich vorher gegeben. 2 Monate plötzlich wieder die Leidenschaft und die Lust packt, Digga, der Marc hat jetzt zum Kotzen, das sehe ich, Mann. Ey, wirklich. YouTube-Videos zu machen. Und dann mache ich auch wieder YouTube-Videos. Ja, jetzt habe ich wieder Bock auf YouTube. Kennt ihr mich überhaupt wieder? Mal ganz ehrlich, ich bin einfach fast ein halbes Jahr weg. Ich weiss, ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne nur, dass er sehr wechselhaft ist. Nein, es sieht wirklich alles noch genau gleich aus, wie man damals Videos gemacht hat. Es hat einfach nichts verändert. Wirklich, das Zimmer ist noch wie ein Buff. Marc sieht immer noch scheiße aus, das Zimmer ist immer noch ein Buff. Das Zimmer ist noch rot, wie in einem Rotlichtviertel. Nein, Digga. Das habe ich mit Buff eigentlich gemeint. Ich sehe schon nicht mehr gleich aus. Also klar, ich habe immer noch nervige Pickel, das hat sich leider nicht geändert. Aber sonst, keine Ahnung, ich habe auch ein bisschen abgenommen, vielleicht sieht man es. Aber wie er ausgesehen hier jetzt. Er sieht gut aus. Er sieht gut aus. Merci vielmals, Maelo. Du siehst natürlich auch gut aus, bis auf deine Frisur, die vielleicht mal wieder gewaffnet. Wieso wird ich nicht eingeblendet? Ja, ich bin lost. Ja, ich bin lost. Ja, ich weiss, er hat den Kanal noch... Er hat das Video noch nicht gefilmt. Ich habe den... wo er das Video gefilmt hat, hat es meinen Kanal noch nicht gegeben. Das wollte ich sagen, Digga. Da habe ich keine Ahnung, da bin ich lost. Da bin ich aber ist auch, der Marc ist der Einzige, der Maelo einblenden braucht. Ja. wirklich völlig lost. Ich bin hier zwar immer noch im gleichen Zimmer, aber im Hintergrund hat sich auch etwas geändert. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Da ist ein Schild, wo man drauf schreiben kann. Aber es gibt einfach ein Problem bei diesem Schild. Ich habe das aufgehängt, als ich noch keine Videos gemacht habe, oder? Und jetzt, ihr seht, es ist nicht ganz im Bild. Es ist wirklich... Oh. Also ich bin ein Mensch, ich bin auf so Zeug extrem triggert. Aber ich konnte das jetzt nicht einfach abhängen für das Video, weil das muss schon ein Bestandteil irgendwie von meinen Videos sein. Weißt du, da kann man Zeug draufschreiben, wie zum Beispiel... die Digga, komm, kein Bock mehr, Alter. Aber ein Video vom Magen, ich hab keinen Bock mehr. Er hat aber recht. Stinkt, einfach für die, die es noch nicht gewusst haben. Die stinkt wirklich ganz, ganz extrem. Und für die Leute, die mir das nie glauben, auf dem Zettel hier von der Militäraushebung steht... Der Spasti stinkt! Ja, viel Geld spenden, dass ich mir eine neue Wohnung kaufen kann, für dass ich das nicht mehr anders herhängen kann. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Nein. Das müsst ihr wissen. Nein, aber weißt du, da ist man mal ein einziges Mal ein bisschen weg von der Bildfläche und Einmal. Okay, gut. plötzlich kommt die ganze Welt einfach nicht mehr klar. In Australien fängt plötzlich alles an zu brennen. Millionen von Tieren sterben. Ja.
Kann es halt mal geben, oder? In Amerika schlagen sich alle Köpfe ein, Polizisten bringen Schwarze um, es gibt einen Kampf gegen Rassismus. Im Jahr 2020 kämpfen die Leute auf der Straße gegen... Und jetzt sagt er dann, und dann kommt dann noch der Markt zurück. Rassismus im Jahr 2020. Aber ja, ich meine... Kann es auch mal geben. Aber das ist nicht alles. Irgendein komischer Virus verbreitet sich plötzlich auf der ganzen Welt. Leute kaufen aus irgendeinem Grund viel zu viel WC-Papier, weil sie Angst haben, dass sie dann mit der Hand ihren Arsch abwischen müssen. Leute können nicht mehr normal arbeiten, müssen alle daheim bleiben, man darf nicht mehr rausgehen. Und wenn ja, muss man eine Maske anlegen. Ja gut, aber auch das, gell? Ich meine, das ist etwas, das kann es einfach mal geben. Und jetzt habt mich fest, ich habe mich hier auch fest an meinem Wasserfläschchen, weil das ist eine Information, die jetzt viele wird schocken. Mich natürlich auch extrem Schock. Aber das Schlimmste, was ist passiert, Adi Totoro hat mich auf YouTube überholt, Leute. Oh shit! Oh shit! Das ist eine sehr nice Information, Digga. Ist aber auch nice, wie schnell man das Jahr 2020 kann zusammenfassen kann. Es ist ein krasses Jahr, ja. Das ist so. Und das ist einfach nur eine absolute Frechheit. Und das Schlimmste von allem ist noch, der Adi macht in dieser Zeit, wo ich weg bin und nichts sagen kann, Witze auf meine Kosten. Scheisse, das war ja gar nicht der Mark Gelli, das ist ja der Nilay. Ich möchte mich wirklich... Ja, das sind Witze auf seine Kosten, aber das sind auch Witze, die er uns gratis geliefert hat. Ja. Mehr auf meine Musik konzentrieren. Warte geschwind, wie viele Lieder hat der Nilay schon rausgebracht? Ah, absolut keine. Aber ich glaube, ich muss jetzt schnell etwas klarstellen. Mein ursprünglicher Plan war es, in dieser Zeit, wo ich Pause mache, an einer EP zu arbeiten. Und die beinhaltet so 4 bis 6 Songs. Und von dieser EP tue ich vorher auch noch 2 einzelne Songs als... Wo ist die EP? Siehst du da noch mehr? Ich kann nicht. Singles rausbringen. Das war so der ursprüngliche Plan. Und jetzt kommen gute oder schlechte News, je nachdem wie man sie anschaut. Aus meinem Projekt EP, das ursprünglich ein Plan war, wird ein Projekt Album. Ja, habe ich schon gewusst, das war jetzt nicht so überraschend für mich. In etwas ist der Marc auf jeden Fall der König. Ankündigungen machen. Ankündigungen machen. Ja. Aber ich bin gespannt. Der Ankündigungston. Wieso klatsche ich nicht mehr? Nein, ich bin jetzt nicht nur an einer EP dran, sondern eben auch an einem Album. Also es gibt doppelt so viele Songs. Aber das bedeutet halt auch einfach, dass es noch mal ein bisschen länger geht, jetzt bis Songs rauskommen. Weil ein Album, das macht man nicht einfach so schnell. Ich habe jetzt einfach ein paar Monate an meinem Album gearbeitet. Klar, ich bin natürlich in der Zeit, wo ich kein YouTube gemacht habe, viel mehr weitergekommen, als wenn ich nebenbei YouTube gemacht habe. Aber ich bin halt gleich noch nicht so weit, für dass ich etwas releasen könnte. Weil eben, ich bin jetzt ein paar Monate dran und darum dauert es jetzt halt auch noch mal ein bisschen länger, bis etwas rauskommt. Und darum treffen wir jetzt natürlich die Memes auch nicht so fest, weil man nicht erwarten kann, dass in so kurzer Zeit gerade etwas rauskommt in Musik. Das ist halt nicht wie bei YouTube-Videos und das dürfte... Nee, also ich finde auch nicht, dass man erwarten kann, dass in 5 Minuten ein Song rauskommt. Nicht vergessen, bei YouTube-Videos darf... Der hockt jetzt neben dir leider der falsch. Boah, gerade direkt noch gefrontet. Es ist nur Spaß. Auch Marc, wenn du da zuschaust, natürlich nur Spaß. Schneidet es und man lädt es auf und dann setzt man sich gleich ans Nächste. Und bei einem Projekt wie bei einem Album ist halt das ein bisschen anders. Weißt du, der Adi frontet mich mit diesen Memes und tut so, als wäre mit mir etwas nicht gut. Hey! Ich habe doch gesagt, meine Songs sind krank. Das heisst, in dieser Corona-Zeit sind die in Quarantäne? Also wirklich, das ist doch mehr als... Ich bin absolut glücklich, dass der Marc zurück ist. Absolut keinen Bock mehr von Marc. Rücksichtsvoll von diesen Songs, dass sie sich nicht in der breiten Öffentlichkeit zeigen, wenn sie krank sind. Also, aber das ist... Real Talk, das war jetzt ein guter Witz gewesen. Schön aufgebaut, schön ausgeführt, mit Applaus. Ja, auch wenn man vorher gemeint hat, dass das mit «Ich freue mich, dass der Marc zurück ist» ein Joke war, ist eigentlich kein Joke, ich habe es eigentlich wirklich ernst gemeint. Ich hatte das Gefühl gehabt, das versteht man eigentlich, aber scheinbar ist das bei euch noch nicht so angekommen. Ganz ehrlich, der Adi soll mich nur fronten, der ist komplett los. Also von dem habe ich schon lange die Schnauze voll. Weißt du, er ist der Typ, der mich frontet, weil ich keine Lieder Ich drücke definitiv zu viel Pause. rausbringen, aber er sagt, er macht keine Songs mehr und bringt nachher jede 2. Oh, Digga, komm! Lieber sagen, dass nichts mehr kommt und etwas machen, anstatt sagen, dass etwas kommt und nichts kommt. Come on, Digga! Die Woche so neue raus. Ups, ich sehe die Situation, macht eine kleine Exkursion. Ja, eben. Es gibt Leute wie mich, die sehr gerne im Hintergrund ihre Fäden ziehen. Und dann gibt es halt noch Leute wie der Adi,
Bei denen sieht es ein bisschen anders aus. Aber hey, Ja, aber ich muss wirklich sagen, ich habe den Clip so bearbeitet und habe mir so gedacht, oh, das ist wild, Alter. Ja, aber, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt ihr auch so Speichel im Maul oder ist es bei euch trocken? Ja? Es würde mich wirklich hure freuen, wenn ihr immer noch ein bisschen supporten würdet, ein bisschen gönnen mit Likes, Kommentaren, Abos und so. Ich muss euch ja nicht erzählen, wie das funktioniert. Aber auch sonst könnt ihr allgemein sehr gerne Zeug in Kommentare schreiben, die euch in den Sinn kommt bezüglich meinem Comeback oder meiner Musik. Seien das Fragen, Bemerkungen, dumme Witze, egal was, könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben und dann mache ich mal noch ein separates Video, wo ich auf eure Reaktionen eingehe. In der Zeit, als ich weg war, ist aber natürlich in der Schweizer YouTube-Szene auch einiges gegangen und ich habe wirklich extrem Bock, wieder Teil von dieser Szene zu sein und gemeinsam... Ja, die Frage ist, darf der Marc wieder Teil von der Szene sein? Ich weiß es nicht. zu wachsen. Das ist das offizielle Handzeichen für wachsen. Ich hoffe jetzt natürlich, ich bin nicht der Einzige, der sich freut, dass ich zurück bin. Ich hoffe, ihr da draussen habt natürlich auch Bock. Ich hätte hure Bock. Das wäre wirklich sehr, sehr geil. Das hätte ich wirklich Bock. Das wäre das Allergeilste. Das hätte ich wirklich Bock drauf. Okay. Also beim Maelo bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob er Bock hat. Das hat mich wirklich sehr, sehr lustig. Wirklich sehr, sehr geil. Aber sonst hätte ich wirklich grundsätzlich Bock. Ich hätte wirklich Bock und ich fühle es extrem. Ich fühle es wirklich extrem. Ich hätte wirklich Lust, aber hätte ich auch Bock auf das Ganze. Keine Ahnung, ich konnte jetzt irgendwie immer noch nicht so wirklich herauslesen, ob er effektiv Bock drauf hat. Vielleicht rufe ich schnell an und frage nachher. Jojo. Jo, Maelo. Ich höre dich schlecht, gell? Huch. Ja, ich eigentlich nur schnell fragen, ob du Bock hättest. Ja, klar. Schon? Ja. Und sonst geht's dir gut? Sonst geht's gut, ja, und dir? Tipptopp. Ja, super. Das wäre schon alles. Ja. Okay, also er scheint auf jeden Fall Bock zu haben und es scheint ihm sogar auch gut zu gehen. Weißt, das kann man ja nicht bei allen behaupten in der Schweizer YouTube-Szene, dass es ihnen wirklich gut geht. Also gut, der Adi jetzt mal ausgeschlossen, wenn er so einen fucking Schnauz hat, dem kann es nicht gut gehen. Aber an der Stelle kann ich mal den Song hören, Mann. Ganz ehrlich. ich glaube eben zum Beispiel Natti-Style, der geht es auch nicht so gut. Ich glaube, die hat ein bisschen Kopfweh oder irgendwie sonst einen ganz schweren Kopf. Also zumindest sieht das so aus, wenn man ihre Insta-Bilder anschaut. Irgendetwas. Okay. Das ist wild. Am Kopf hat sie, ich weiß nicht. Nein, keine Ahnung, ob sie wirklich Kopfweh hat. Vielleicht hat sie es einfach nur herzig gefunden. Oh mein Gott, ich habe das so herzig gefunden. Aber ich weiß nicht, ich finde das mega herzig. Habe ich irgendwie noch cool gefunden. Irgendwie hat mich das so ein bisschen überrascht und finde ich gerne herzig. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das attraktiv findet. Aber was sie wirklich hat, finden wir natürlich am besten raus, wenn wir es einfach persönlich fragen. So, komm, nimm ab. Hallo? 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 Hallo, nur schnell, wir wollen erkundigen, ob es dir gut geht oder ob du irgendwie Kopfweh hast oder so. Was ist das Video? Ja, mir geht's gut, danke schön. Ist gut, aber Kopfweh hast du nicht in dem Fall? Nein. Okay, also sie sagt es. Hat sie abgehängt? Kann man sein? Hat sie abgehängt? Zwar, dass es ihr gut geht, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube das nicht so wirklich. Das kann ich auch mega verstehen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das Video geschaut habe, Digga. Weisheiten mit Natti-Style. Ja, ist ja nicht mein Problem. Ich freue mich jedenfalls riesig, wieder zurück zu sein. Und ich freue mich noch mehr, euch wieder mit meinen Videos auf die Nerven zu gehen. Oha, geile Beat am Schluss, Digga. Lausbuben kommen in das Game. Jo, jetzt bin ich gerade am Schneiden und dann ist einfach die Aufnahme abgebrochen. Messi für das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, was wir noch gesagt haben, auf jeden Fall, ich habe so viel ist auf jeden Fall gesagt. Sehr nice Video, Marc. Ey, freut uns mega, dass du back bist. Natürlich alle Witze, die wir immer sagen und so. Ist natürlich immer noch mal lustig gemeint. Ich freue mich aufs Album, ich freue mich auf die Musik, ich freue mich, dass du wieder YouTube machst. Als nächstes fängt dann der Can wieder an. Nö. Oder auch nicht. Ja. Ja, Kuss geht raus auf ein schönes neues YouTube-Zeitalter. Genau. Und schaut beim Nilife vorbei. Peace. My art